Diego Hangartner verbindet westliches und östliches Wissen. Er hat an der ETH studiert und auch ganz traditionell tibetisch-buddhistisch in Indien. Er bringt Meditation und Wissenschaft zusammen, hat geforscht und ist Versuchskaninchen gewesen. Und er ist im Sport auch heute noch sehr ambitioniert unterwegs. In diesem Gespräch hat Diego erzählt, wie sein Interesse am menschlichen Geist entstanden ist und wie er zur Meditation gekommen ist. Er schildert verschiedene Aha-Erlebnisse auf seinem Weg. Wir haben über den Unterschied im Studium hier in der Schweiz und in Indien geredet. Über die Definition von Bewusstsein und Meditation. Was wirklich der Kern und was kulturelle Überlagerung ist im Buddhismus und über den Buddhismus als Wissenschaft. Wir haben aber auch über Sport geredet und welche Rolle Meditation dort spielen kann. Wie wichtig für den Diego eine Haltung von Dankbarkeit ist, der Unterschied zwischen Schmerz und Leiden und was es nebst Meditation in der heutigen Welt braucht. Bevor wir zum Intro kommen, noch 2 Themen in eigener Sache. Du kannst den Podcast unterstützen durch Weiterempfehlungen, Bewertungen oder auch durch Spenden. Die Angaben dazu findest du auf www.meditationsszene.ch. Zweitens, ich mache eine Sommerpause. Im August erscheint keine Folge, höchstens vielleicht ein Special. Schau doch ins Archiv, falls du in der Body ein inspirierendes Gespräch hören willst. Jetzt wünsche ich dir viel Spass und interessante Erkenntnisse bei dem Interview mit dem Titel «Meditation, Wissenschaft und Spitzensport» mit Diego Hangartner. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin der Lukas Wittmer. Heute rede ich mit dem Diego Hangartner. Der Diego hat das Studium als Pharmazeut an der ETH abgeschlossen und sich dann auf Psychopharmaka spezialisiert und im Suchtbereich geschafft. Sein ganzes Leben war er Spitzensportler gewesen. In der Jugend mehrfacher Schweizer Meister im Rudern. Er hat auch an der Weltmeisterschaften teilgenommen. Später ist er in Ausdauersport, besonders in Radsport gegangen. Er hat mehrtägige Rennen gefahren und ist auch dort mehrfach auf dem Podium gestanden. Er hat 11 Jahre in Dharamsala in Indien gelebt. Das ist dort, wo auch der Dalai Lama seine Residenz hat. Er hat während 7 Jahren auf Tibetisch am Institute of Buddhist Dialectics, IBD, studiert. Er hat mehrere lange Retreats im Schweigen gemacht, für Lamas in verschiedene Sprachen dolmetscht und Text aus dem Tibetischen übersetzt. 2003 ist Diego auf Europa zurückgekommen, wo er als Projektleiter grosse Veranstaltungen mit dem Dalai Lama geleitet hat. Als Langzeitmeditierender ist er auch an verschiedenen Forschungsprojekten beteiligt gewesen. Seit den 90er Jahren ist er mit dem Mind and Life Institute verbunden, 2008 bis 2012 als COO in den USA und von 2008 bis 2014 als Mitbegründer und Geschäftsführer von Mind and Life Europe. 2015 hat er das Institute of Mental Balance and Universal Ethics gegründet, um praktische Techniken für mentale Ausgewogenheit zu erforschen und zu vermitteln. Er ist Direktor und hauptsächlicher Leiter von dem Institut. Daneben hat er verschiedene Coaching-Ausbildungen absolviert und ist auch jetzt weiterhin in Ausbildung und Supervision. Diego, vielen Dank, dass ich zu dir kommen darf für das Gespräch. Ja, danke vielmals für die Anfrage und es freut mich sehr, dich mal auch live zu sehen, nachdem du auch bei einem Kurs bei mir ja mal teilgenommen hast, aber der war ja online gewesen. Genau. Ja, Diego, also danke, ja. Dein Lebenslauf ist eindrücklich. Du gibst Unterweisungen in mindestens 5 Sprachen, darunter auch Tibetisch. Bist Spitzensportler, hast westliches und östliches Studium absolviert, diverse Coaching-Ausbildungen. Wie schafft man so etwas? Das Schaffen ist eigentlich nicht das Problem. Es ist einfach, ich bin multi-interessiert. Ich glaube, das ist, wie man es schafft, indem man einfach seiner Neugier nachgeht. Aha. Und ich habe irgendwo auf deiner Website gelesen, dass du eigentlich schon immer so an Fragen, die den Geist betreffen, interessiert bist, schon als Kind. Mhm. Das ist ja eigentlich noch außergewöhnlich, dass man sich als Kind schon so grosse Gedanken macht. Wie bist denn du zu der Meditation und diesen ganzen Sachen gekommen? Ist dir das irgendwie in die Wiege gelegt worden? Also ist das in deiner Familie, weißt du, so schon rum gewesen, oder? Nein, eigentlich nicht direkt, vielleicht indirekt schon. Ich bin eben, wie du gesagt hast, ich bin schon sehr früh mit dieser Frage konfrontiert gewesen, was ist Realität? Und ich mag mich genau erinnern, wann das war. Ich bin nämlich in meinem Hobbyraum rein gewesen und habe bastelt und bin eben meiner Kreativität ein bisschen angegangen in meinem Hobbyraum und ich bin etwa 12 gewesen. Und irgendwie plötzlich hat es mich wie so ein Erwachen oder ein Blitzschlag hat es mich irgendwie getroffen und gemerkt, hey, ich sitze da
und ich schaffe eine Realität. Ich bin meine Realität am Kreieren mit dem, was ich eigentlich am Machen bin. Und dann ist die Frage, hat mich eigentlich nie mehr losgelassen, nämlich, was ist Realität einerseits? Und mir ist relativ schnell klar geworden, dass meine Realität sehr stark abhängt von dem, was ich sehe. Und was das Sehen betrifft, ist ja eigentlich das Bewusstsein, das im Hintergrund das irgendwie schafft oder irgendwie kreiert oder eindeutet oder konzeptioniert und all das. Und die Frage hat mich dann eigentlich nie mehr losgelassen. Und ich bin dann dieser Frage immer nachgegangen, was ist das Bewusstsein, beziehungsweise was ist die Umsetzung von dem, was schafft ich das? Und wo ich es wirklich auch wieder gemerkt habe, ist eben im Spitzensport gewesen. Ich bin Junior Spitzensportler gewesen. Und das war für mich ein gutes Ventil gewesen, von dem ganzen Kopflastigen, was wir in der Schule gelernt haben, bis zur Matura an, ist ja sehr vor der Gründung gewesen. Man lernt etwas und man muss es dann irgendwie wieder käuen und rausgeben. Das ist eine sehr kopflastige Sache, aber das hat mir mit meinen Emotionen nicht gross geholfen. Und ich bin auch in einem Umfeld aufgewachsen, das relativ intensiv mit Emotionen umgegangen ist. Meine Mutter ist Spanierin, mein Vater ist Schweizer gewesen, und die haben ab und zu rechte Kritz gehabt, wo eben die Spannungen vor allem auf der emotionellen Ebene, wie beide sind intelligent gewesen, haben aber nicht wirklich können mit ihren Emotionen umgehen. Und dann, als ich im Sport drin war, habe ich gemerkt, wir sind eigentlich alle etwa gleich trainiert. Wir haben alle etwa die gleiche Muskulatur, wir haben alle etwa die gleiche Körpergröße gewesen. Und eben auch beim Rudern ist das noch nicht unwichtig, dass man dort dann auch in einer guten Harmonie ist. Und unsere Stärke ist wirklich die mentale gewesen. Wir sind einfach gut drauf gewesen. Und der Team-Spirit, der hat mich extrem gepackt und das war für mich auch ein gutes Ventil gewesen, um irgendwie dort rauszukommen. Und was dann darum gegangen ist, okay, was soll ich studieren? Ist dann die Frage gewesen, eben das Thema, was ist Realität, hat mich fasziniert und dachte, könnte ich vielleicht Physik studieren gehen, weil dort setzt man sich ja mit der Realität ein bisschen auseinander. Aber das hat man dann irgendwie zu wenig vom Bewusstsein gehabt. Und auf der anderen Seite hätte ich auch Medizin studieren gehen. Und Medizin wäre dann wirklich in der Psychiatrie, aber das wäre mir zu pathologisch gewesen, weil ich habe irgendwie eben so die Spannung zwischen ungesundem Bewusstsein und gesundem Bewusstsein irgendwie. Und Psychologie, so Neuropsychologie oder so? Das hat es damals ja gar noch nicht richtig gegeben. Also Psychologie hat es schon gegeben, aber das ist mir eben zu pathologisch gewesen. Ja. Und dann habe ich eben entdeckt, es gibt die bewusstseinsverändernde Substanzen. Und, entdeckt heisst? Entdeckt heisst einerseits kennengelernt und dann auch natürlich mit dem auch ein bisschen experimentiert. Harmlos in dem Sinn. Und mir ist dann relativ schnell klar geworden, das wäre eigentlich eine Domäne, wo ich könnte tiefer forschen, weil eben es sind bewusstseinsverändernde Substanzen. Und dann ist für mich die Frage, okay, wenn ich das studiere, dann werde ich ja auch das Bewusstsein kennenlernen. Und nach dem gesamten Studium da an der ETH ist mir eigentlich ein grosser Frust gewesen, weil wir haben das Wort Bewusstsein nicht einmal ins Wort genommen, ins Maul genommen. Bewusstsein war gar kein Thema gewesen, sondern es ist irgendwie so eine Nebenerscheinung von einem neurologischen Prozess. Und wenn man da interveniert mit irgendwelchen Substanzen, dann sollte das irgendwie wieder gesund werden. Und meine Realität ist dann nochmal auf den Kopf gestellt worden, als ich dann eben nach dem Studium habe ich eine Apotheke an der Langstrasse zur Zeit vom Blattspitz. Und der Needle Park ist wirklich dort voll aktiv gewesen. Gegenüber war das Kanzleischulhaus, ich war am WC-Platz. Und es ist mir klar geworden, dass wir eigentlich ein völlig falsches Verständnis haben, auf was ist einerseits Bewusstsein und zweitens, was die Substanzen betreffen. Weil die Substanzen sind eben nicht bewusstseinsverändernd, sondern sie sind wahrnehmungsverändernd. Von welchen Substanzen reden wir dann ganz konkret? Also psychoaktive Substanzen wie zum Beispiel Anxiolytika oder Antidepressiva oder eben auch, damals hat man von ADHS nicht so viel geredet, aber es war so ein bisschen am Anfang gewesen. Und natürlich auch die
Psychedelika auch, die haben ja alle eigentlich nicht wirklich eine bewusstseinsverändernde Qualität, sondern eine wahrnehmungsverändernde Qualität. Weil das Grundbewusstsein, so wie ich das jetzt kann artikulieren, aber damals ist mir das nicht so klar gewesen, aber es ist mir von der Erfahrung her klar gewesen, dass eigentlich das Grundbedürfnis auch bei den Fixern, bei den Alkoholikern, bei den Leuten, die wirklich medizinisch, indem sie mit den legalen Substanzen beschäftigt sind, dort ist das Bedürfnis immer das Gleiche. Glücklich und zufrieden sein. Wohl oder eben nicht in dem Zustand von diesen sogenannten leidenden mentalen Zuständen. Und für mich das falsche Verständnis ist, dass man durch eine Intervention das Grundbewusstsein anfangen zu verändern. Wenn letztendlich nur die Wahrnehmung als solches eine Veränderung bewirkt. Also wie würdest du das Bewusstsein definieren? Ist das Grundbewusstsein grundsätzlich unveränderlich oder verändert sich das auch? Nein, für mich ist es grundsätzlich unveränderlich. Also das ist wie der Raum, wo alles drin, oder Raum, man muss immer Bilder brauchen, das ist nicht einfach, aber wie der Raum, wo alles drin passiert. Zum Beispiel. Ja, das ist ein Bild, das sehr oft gebraucht wird, oder in der Tradition, und jetzt kommen wir wirklich ein bisschen mehr ins Buddhistische hinein, wird es auch sehr stark artikuliert als zum Beispiel ein Spiegel. Oder ein Spiegel als solches hat eigentlich nie eine Veränderung. Es ist ganz egal, ob ein Blümchen oder eine Tasse oder ein Tisch in dem Spiegel manifestiert. Der Spiegel an und für sich hat so eine Grundqualität und die widerspiegelt etwas, das dann präsentiert wird. Und so kann man sich auch das Bewusstsein in seiner Grundverfassung darstellen. Und die Wahrnehmung ist letztendlich das, was definiert, was dann drin erscheint. Und für mich ist das eigentlich das Grundbewusstsein in seiner Grundbeschaffenheit. Und die Grundbeschaffenheit, die ist immer präsent. Und ganz egal, ob wir jetzt wach sind oder am Schlafen sind oder eben in anderen Zuständen sind, wo der Tiefschlaf ist oder beim Sterben und so weiter. Und das ist das, was mich dann eigentlich auch dazu bewegt hat, dieser Frage, was ist eigentlich das Bewusstsein, näher zu gehen. Und ich habe schon während meiner Blattspitz-Arbeitszeit angefangen, so andere Konzepte von Bewusstsein kennenlernen. Und der erste Zugang eigentlich war über den Schamanismus. Das war noch während dem Studium. Ich bin dann ich habe dann ein Jahr ausgesetzt und bin dann in Südamerika gewesen, um mit Schamanen zusammen eben zu realisieren, Moment. Und das war für mich ein Aha-Erlebnis gewesen, wo ich gemerkt habe, dass die eigentlich einen Zustand herbeiführen, bewusst und über das Ritual und dann auch durch die Einnahme von ihren Psychedelika, sage ich das San Pedro oder Mescalin oder Psilocybin, wo wir im Westen als psychotisch bezeichnet, ist für die ein heilender Zustand gewesen. Ja, was läuft denn da? Und das hat mich dann eben weitergefragt, was ist denn das Bewusstsein? Was ist denn die ganze, kann man dem sagen, der Raum oder die Plattform oder die Qualität von dem Spiegel oder vom Ozean? Das ist auch ein Bild, wo der See, wenn der ruhig ist und dort die Widerspiegelung passiert, die Qualität vom See wird nicht verändert. Ganz egal, ob jetzt da Wellen drin sind oder der See ruhig ist. Qualität ist Wasser, Grundqualität. Und das ist das, was mir beim Bewusstsein immer mehr auch klar geworden ist. Und dann habe ich auch schon, während meiner Ruderzeit habe ich schon angefangen, autogenes Training zu machen, weil ich bin eigentlich in der Schule nicht unbedingt gut gewesen, weil ich meistens in die Schule gegangen bin zum Erholen, weil ich habe so viel trainiert. Und dann habe ich irgendwann einmal bin ich ins Profi reingerutscht und dann habe ich gemerkt, jetzt muss ich etwas machen. Und dann hat mir meine Mutter geholfen, da gibt es irgend so etwas, das heisst autogenes Training, probier doch das mal. Und ich habe das angefangen zu machen, weil das hat mir einerseits beim Sport geholfen, aber eben auch in der Schule. Und dann plötzlich wieder, die Noten sind wieder gut gewesen. Also irgendwo die Fähigkeit können zu fokussieren und seine Aufmerksamkeit wirklich auch lenken, nicht kontrollieren, aber lenken, steuern, das hat mir extrem geholfen. Und dann, ich bin eigentlich eben schon in meiner Teenie-Zeit, bin ich so in so meditieren, kann man vielleicht noch nicht konkret sagen, wenn ich das jetzt will sagen, aber so in die Geistesschulung hineinkommen.
Was für eine Art autogenes Training hast du gelernt? Eine, wo du eher wirklich auf Beeinflussung vom Körper gehst, oder ist es auch eine sehr beobachtende Art von autogenem Training gewesen? Es wird ja zum Teil ein bisschen beides vermittelt. Ja, mein autogenes Training ist ganz klar Konditionierung, sodass ich, wenn ich neu mit bin, meine Aufmerksamkeit dann auch dabei habe. Also wenn ich in die Schule reinlaufe, wenn ich in den Klassenraum reingelaufen bin, zum Beispiel in meinem Fall war es, nicht irgendwie hocken und einfach das über mich ergehen lassen, sondern ich bin dann meistens vorne gehockt, um dass ich eben nicht kann, einfach abdriften. Ich kann mich dann irgendwie so ein bisschen beschissen, sodass, wenn ich vorne bin, dann habe ich einfach aufgepasst. Und das hat mir eigentlich gelangt, aufpassen, sodass meine Prüfungsprozesse besser geworden sind und auch die Matur und so alles geschafft. Und das habe ich dann auch mitgenommen, natürlich ins Studium. Und dort im Studium bin ich sowieso extrem präsent gewesen, weil das hat mich interessiert. Und also während der Maturzeit, je nach Lehrer, ist es halt einfach wirklich langweilig gewesen. Aber im Studium, das habe ich auch selber gewählt und dort habe ich eigentlich immer gute Noten gehabt. Wir haben ja doch auch eine recht hohe Selektion gehabt im Studium rein, wo am Schluss von diesen vielen Jahren vom Studium wirklich mehr als 80% sind rausgefallen. Es ist anspruchsvoll gewesen. Aber nur schon meine Aufmerksamkeit können dort zu behalten. Und dann, als ich dann nach dieser Phase in der Apotheke, habe ich dann irgendwie gemerkt, ja, eigentlich kann ich in dem Umfeld ihnen nicht wirklich, einerseits eben das Verständnis ist falsch, ich kann da nicht wirklich einen grossen Unterschied machen, ich kann da nicht etwas wirklich verändern. Ja, was könnte ich machen? Und danach habe ich mich für ein Hilfsprojekt entschieden. So etwas im Sinne von Médecins Sans Frontières. Und das ist halt Pharmaciens Sans Frontières. Und dann bin ich mit dem in Nepal gelandet und habe dann 2 Jahre lang dort mit Bettler gearbeitet. Und dort ist ein anderes Aha-Erlebnis für mich, das wichtig war, ich komme da aus dem Westen raus und bin natürlich dort angegangen, mit was für einer Haltung. Ich kann denen helfen. Das ist so das Überhebliche, was man ab und zu mit sich umtreibt. Und einer von denen, ich habe dann mit Leuten gearbeitet, die Lepra, Tuberkulose und Parasiten erkrankt waren, also ziemlich deftig. Ich weiß nicht, ob du schon mal Lepra gesehen hast oder eben auch geschmückt. Das ist eine Verwesungskrankheit. Und so das Verwesen, das Schmöckst, das geht da wirklich, das ist eine körperliche Situation, weil Lepra tut die feinen Kapillare und Nervenzellen, die dort sind, angreifen. Und das heisst, die Durchblutung wird gestört. Und wenn man sich verletzt, dann heilt es auch nicht gut. Und die Mikroläsionen können dazu zu einer Nekrose führen, beziehungsweise nachher muss man zum Teil halt eben auch amputieren. Und das schmeckt dann auch entsprechend. Und ich bin auch mit diesen Leuten gewesen, also nicht nur halb Finger, sondern auch Füße oder Beine. Also es ist wirklich eine Verwesungskrankheit, die sehr einem näher geht. Und irgendwie so nach 3-4 Wochen, als ich dort gearbeitet habe, hat mich einer von diesen Bettlern mich so zu sich gerufen. Seine Finger sind total verkümmert gewesen. Und er hat ein bisschen Englisch geredet. Und so hat er mich gefragt, why are you coming here? Und ich natürlich, well, to help you. Und er so mich angeschaut, so, we don't need you. We are much more happy than you are. Und er hat recht gehabt. Und das ist für mich, wow, jetzt bin ich da mit Menschen am Arbeiten, die körperlich am Verfaulen sind, aber mental stark sind. Und in der Schweiz habe ich mit Leuten gearbeitet, die körperlich gesund sind, aber mental am Verfaulen sind. Was läuft da? Und das hat mich dann auch dazu bewogen, das ein bisschen noch mal tiefer anzuschauen. Und bin dann eben, allein schon ein bisschen tibetisch kennengelernt, weil viele von denen sind auch Tibeter gewesen, die aus dem Hochland in Nepal runtergekommen sind oder auf der Flucht gewesen sind. Es war in Kathmandu gewesen. Und dann ist mir klar gewesen, als ich dann auch den Dalai Lama und die Exilgemeinschaft näher kennengelernt habe, das wollte ich genauer wissen. Weil die sind ja im Exil. Die sind traumatisiert, würden wir jetzt sagen. Kein Land, sie wissen nicht, wo zurückgehen. Und sie lachen immer noch.
was läuft da? Also das ist offensichtlich etwas. Und dann bin ich auf den Darmsaal und bin dann eben 11 Jahre dort hängen geblieben. Dann hast du dort ein Studium gemacht. Mhm. Ja. Was hat das vermittelt? Also ist das völlig quasi buddhistische Grundlagen und Philosophie gewesen, oder ist das auch schon gemischt gewesen mit westlichen Ansätzen? Nein, gar nicht. Es ist ganz klassisch. Also ich habe zuerst Tibetisch lernen, um das in Tibetisch können studieren, weil das Studium gibt es so nicht im Westen, beziehungsweise mittlerweile hat man viele Sachen natürlich übersetzt, aber so Ende 80er Jahre, Anfangs 90er Jahre hat es das noch nicht so gegeben. Und Dharamsala ist damals auch noch wirklich weg vom Schuss gewesen. Also man hat sich wirklich dort können auch reintauchen. Und ich habe dann das Glück gehabt, dass mich irgendwie über, ich weiß jetzt nicht, ist das Karma, ist das Vorbedingungen, also auf jeden Fall die Ursachen und Bedingungen haben dazu geführt, dass ich dann auch gerade in einem Kloster rein war, aber nicht als Mönch, sondern als einfach interessiert hat man mich aufgenommen, weil per Zufall einer von diesen Mönchen ein Tibeter war aus der Schweiz. Der hat also Tibetisch geredet, aber eben auch Schweizerdeutsch. Und der Karma hat mir extrem, Karma heisst er, oder Tenzin Chöpel, er hat mir extrem geholfen, sofort Anschluss an das zu finden, auch über die Sprache. Und dann habe ich relativ schnell Tibetisch gelernt und bin dann durch das auch in die Dialectic School hineingekommen. Und das ist eben die IBD, das Institute of Buddhist Dialectics, ist ein klassisches Geshe-Programm oder Kempo-Programm. Und ich bin der einzige Westler gewesen, in meiner Klasse. Es hat noch ein paar andere gehabt, die vorher schon dort waren, oder nachher auch noch. Aber ich bin der Einzige, der eben auch nicht ordiniert war. Also ich bin in dem Sinne so ein bisschen ein Oddball gewesen, wo aber in Tibetisch das Ganze studiert hat, mit denen debattieren ist, dann wieder in mein Kämmerli, mein Zimmerli studieren, nachher wieder in Debattieren und dann wieder in die Klasse und so. Und das ist wirklich ein sehr klassisches tibetisch-buddhistisches Programm, das 600 Jahre lang nicht mehr verändert worden ist. Also das haben sie ins Exil rausgebracht. Und du hast ja schon das Studium kennt von der ETH. Also, ja. Wie sind da die Unterschiede gewesen, oder wie bist du mit dem umgegangen? Was mir spannend gedunkt hat, und das habe ich glaube auch gut gefunden am Pharmaziestudium, wir haben doch relativ viel Praktikum gehabt. Und das ist ein wichtiges Element gewesen, nicht nur über intellektuelle Auseinandersetzungen mit diesen Themen, sondern auch eben in die Debatten hineinzugehen. Und Debatten ist ein extrem wichtiges Werkzeug, um diesen Fragen mehr auf die Spur zu kommen. Und vor allem eben auch in einem eigenen Konzept. Und also eine Anekdote, was auch witzig ist, als ich da in der Schweiz war, gibt es ja, also wir sind da in einem reformierten Umfeld und alle meine Schulkameraden sind dann im Konfirmationsunterricht. Und ich habe gefunden, ja, das mache ich auch, Konfirmationsunterricht. Das interessiert mich, weil am Schluss gibt es ja ein Stereosystem oder vielleicht ein Velo oder so. Und ich fand, ja, den Deal gehe ich ein für das Jahr. Und irgendwie nach 3 Mal bin ich heimgekommen und danach hat meine Mutter gesagt, du, ich habe einen Anruf bekommen vom Pfarrer. Und ich so, wieso? Er hat gesagt, ja, er hat gesagt, du darfst nicht mehr kommen. Und ich so, was? Wieso nicht? Er hat gesagt, du stellst zu viele Fragen. So, okay. Jetzt habe ich nicht mehr gehen, weil ich zu viele Fragen stelle. Und als ich dann auch in die Dialectic School rein war, aber einer von meinen Lehrern hat mich auf die Seite genommen und gesagt, du, warum stellst du nicht so viele Fragen? Also dort war es gewöhnt und da ist es als Kritik aufgefasst worden. Richtig. Und dort ist es angeregt worden. Stell mehr Fragen. Geh dieser Sache auf die Spur. Hat das auch einen Grundstein gelegt, dass du später so ins Coaching rein bist? Ja, sicher. Sicher. Also, dass ich dort dann eigentlich dieser Sache wirklich näher kann und anderen eben kann auch helfen durch die Fragen. Und das ist so ein Teil gewesen, die Fragestellungen. Oder? Und in der Debatte kommst du ja die Fragen über von der anderen Person. Und die müssen irgendwie so präzise und genau zu beantworten. Darum ist für mich die Sprache so ein interessantes und auch sehr hilfreiches Werkzeug, um
etwas artikulieren, was eigentlich gar nicht artikulierbar ist, aber so genau dich kann darauf hinführen, was ist jetzt zum Beispiel eben das Bewusstsein. Und das ganze Studium, die 11 Jahre, wo ich dort oben war, aber die 7 Jahre wirklich intensives Studium, haben mich auch dann dazu geführt, dass ich in den Dialog hineingerutscht bin. Weil ich eben als Dolmetscher, Brückenbildner, ich sehe mich als ein Brückenbildner. Und zwar ein Brückenbildner zwischen Kulturen, Weltperspektiven und eben auch von Leiden in Freude. Wie können wir das schaffen? Wie bringst du das an? Und was braucht es dafür? Und die Sprache ist sicher ein wichtiges Werkzeug, aber es braucht eben auch Praxis. Und ich habe dann immer im Winter, die Schule ist zugegangen, bin ich einfach immer ins Retreat gegangen. Oder sogar auch, wir haben Monsunzeiten gehabt, wo dann die Mönche selber, also die Ordinierten, wir haben auch ein paar Nonnen in dieser Schule gehabt, die Ordinierten haben dann ihr Sommerretreat gehabt, wo auch das Programm sich ein bisschen verändert hat und ich bin dann einfach ins Retreat gegangen. Immer einfach ins Retreat. Und was dann darum gegangen ist, okay, der Dialog zwischen den Wissenschaften, wo der Dalai Lama ja bei sich daheim ist im Umfeld auch gefördert hat. Und damals war er wirklich noch privat gewesen. Das ist noch nicht auf der öffentlichen. Das hat erst im 2004 angefangen, die öffentliche Konferenzen. Bis dahin war es immer sehr privat gewesen, weil die Idee war, dass man einen Freiraum schafft für Wissenschaftler, um auch frei zu denken, ohne dass sie nachher irgendwie rechtfertigen in der Öffentlichkeit. Meditation hat ja damals auch noch einen anderen Ruf gehabt, oder? Oh also, ja, ist für einen Wissenschaftler wahrscheinlich nicht so einfach gewesen, wenn er gesagt hat, ich beschäftige mich jetzt mit Meditation. Ja. Ja. Was mich noch wundernimmt, ist, wenn du dort in die Dialektikschule bist und dann in die Retreats, das heisst, du bist eigentlich dann, wo du mit Meditation in Kontakt gekommen bist, mit der tibetischen Variante von Meditation in Kontakt gekommen. Ja, vor allem. Vor allem, eben weil ich habe den Kurs, den ich bei dir gemacht habe, das war einer, den du zusammen geleitet hast mit dem Bhikkhu Nalayo, der ja sehr spezialisiert ist auf den frühen Buddhismus, sehr viel publiziert hat dort dazu. Wie ist das für dich gewesen? Also hast du dich bei den Tibetern gerade wohl gefühlt oder hast du nachher auch noch aus Interesse weitergesucht? Ja, wie hast du deinen Stil gefunden von Meditation? Das hat auch ein bisschen eine Vorgeschichte. Ich bin nach dem Sport bin ich so steif gewesen, wie wir damals, ja, wir haben schon ein bisschen gestretcht, aber es ist nicht wirklich. Und ich bin dann aufs Yoga gekommen. Und für mich ist Yoga eine wahnsinnig gute körperliche Vorbereitung für was man nachher eben Meditation genannt hat. Aber diese Art von Meditation habe ich nicht so dazu gesagt, weil es ist nicht nur für mich wichtig die Entspannung, und das ist ja oft, was dann Shavasana und so weiter, wo wirklich einfach Entspannung und sich gut fühlen und so, sondern ich habe immer das Gefühl gehabt, dass man Meditation eben gerade auch wegen dem autogenen Training kann eigentlich mit einer Intention, mit einer Absicht verbinden. Und wo ich dann eben die tibetische Definition kennengelernt habe von der Meditation, ist mir wirklich eine Türen aufgegangen. Kannst du die kurz formulieren, oder ist sie kompliziert? Nein. Das ist finde ich, eine wichtige Grundvoraussetzung, für was wir am Diskutieren sind. Nämlich das tibetische Wort, wo man als Meditation übersetzt, heisst Gom. Und Gom bedeutet was? Vertraut machen. Und wir übersetzen es natürlich als Meditation, aber vertraut machen mit was? Also die direkte Übersetzung ist vertraut machen. Vertraut machen mit deinen eigenen mentalen Prozess. Das ist aber nur die erste Hälfte. Und das hat mir ein bisschen so, okay, das hat mir gefallen und so weiter, aber als ich mich dann eben anfange mit Sanskrit und Pali genauer auseinandersetze, weil das sind ja auf eine Art auch die Urquellen, dort, wo es eigentlich herkommt, habe ich gemerkt, dass das andere Wort, wo dann Tibeter als Gom übersetzt haben, heisst ja Bhavana. Und Bhavana... Kultivieren. Genau, das Kultivieren. Und das ist eigentlich die perfekte Definition für mich. Und das ist ja das, was ich dann in die Wissenschaftsdialog hineingebracht habe, nämlich, was ist Meditation? Es ist, und das Wort fehlt, aber ich finde es noch hilfreich, es ist ein beabsichtigtes Vertrautmachen mit deinen eigenen mentalen Prozess
und Kultivierung von positiven Eigenschaften. Das ist für mich die Definition, wenn ich es brauche. Es ist beabsichtigungsvertraut machen mit dem eigenen mentalen Prozess und Kultivierung von positiven Eigenschaften. Und positive Eigenschaften, versteht sich natürlich gerade die Frage, ja, was gibt es denn da für die? Und das lädt dann schon fast dazu ein, zu sagen, okay, die Qualitäten sind eben nützlich in Bezug auf was? Einfach weil es dich gut fühlen lässt, oder ist es auch zum Überwinden von diesen Negativen, wo, wie man es definieren könnte, und ich brauche das auch so, die eben leidensvermehrend sind. Oder eben Freude oder gelassenheitsvermehrend. Und so haben wir eigentlich ein sehr klares Verständnis oder einen Kontext, wo man können sagen, okay, die Prozesse, die dazu führen, dass wir eben positive Qualitäten und nicht nur einfach angenehme, weil das Positive, das wird oftmals vermischt, das angenehm und dann ist es positiv. Aber wenn ich in einem Suff bin, dann habe ich mich total, fühle ich mich angenehm. Das ist aber nicht positiv. Die Konsequenz davon ist eben, dass ich am nächsten Morgen Kopfweh habe zum Beispiel. Das ist eine kurzfristige Tendenz. Aber eben mit dem Konzept von der Sucht. Und wir haben ja verschiedene Suchttendenzen. Das können kompulsive Verhalten sein, das kann natürlich Substanzensucht sein oder Sucht nach irgendwelchen Reizen. Was ist die Langzeitperspektive? Und das hat mich immer fasziniert im Buddhismus, dass sie nicht nur von einer Kurzzeitverbesserung redet, sondern eine Langzeit. Und die Langzeit kann ab und zu auch mit etwas Unangenehmem verbunden sein. Also positiv ist nicht unbedingt das Gleiche wie angenehm. Sondern es kann auch etwas unangenehm sein, zum Beispiel, wenn ich etwas am Lernen bin. Also für mich das Tibetisch Lernen ist für mich extrem anspruchsvoll gewesen. Aber der Langzeiteffekt ist, ich kann die Verständnis verbinden und habe eigentlich etwas Neues daraus gelernt. Also Lernen ist kurzfristig unangenehm, aber langfristig hilfreich. Wenn wir bei dieser Definition sind, wo es eigentlich um langfristig angenehm geht, dann kommt mir so etwas in den Sinn, wo manchmal auch diskutiert wird, und das ist so, also was ist eigentlich das Ziel vom buddhistischen Weg? Ja. Ist es einfach Haftverbesserung und es ist angenehm, aber bleibst da? Oder gibt es wirklich noch etwas mehr? Gibt es wirklich das um Erleuchtung oder weiss auch nicht, gibt verschiedene Namen, wie man dem sagen will. Wie siehst du das? Ich denke, es gibt verschiedene Ebenen. Mittlerweile wird ja vieles von den buddhistischen Techniken auch angewendet im, sagen wir, therapeutischen Bereich. Sei jetzt das durch irgendwelche Stressbewältigung oder kognitive Herausforderungen wie Depressionen oder auch Suchtsachen oder was auch immer. Also da gibt es eine ganze Palette. Und ich finde, es ist absolut gerechtfertigt, zu sagen, okay, das ist die Kurzzeitintervention, um dass du wenigstens die kurzfristigen Leiden nicht vermehrst. Vollkommen okay. Aber ich würde nicht sagen, dass das wirklich der Kern ist von der buddhistischen Ergründung, Erforschung und vor allem Auseinandersetzung. Weil das Verständnis ist ja, dass da noch ganz andere Prozesse im Hintergrund sind, die auch immer wieder dazu führen, nicht nur eben Entspannung oder eine Lösung von der kurzfristigen Leiden zu haben, sondern da gibt es ja noch den ganzen Grundprozess vom bewussten Erleben. Zum Teil weniger bewusst, aber es ist wenigstens das Gewahrsein von der Erlebung, vom Erleben als solches. Ja, könnte man das zum Beispiel prinzipiell verändern. Und das ist dann mehr so die Langzeitperspektive. Und wenn ich in einem Traum hinein bin, dann ist es klar, dass es für mich, wenn ich bewusst bin, dass es ein Traum ist, ich jetzt gerade die letzte Nacht etwas gehabt habe und ich gemerkt habe, das kann ja gar nicht stimmen, oder? Es ist ein Traum. Wenn ich diese Erfahrung in meinen Traum integriere, dann ist der Traum plötzlich nicht mehr so packend. Also es kann auch was Vergnügen werden, es kann irgendetwas Schönes sein. Oder zum Teil wachst du auch auf. Und für mich ist eben die ganze Erleuchtungsfrage eben nicht mit dem verkoppelt. Es geht nicht um Erleuchten, wie wenn du irgendwie ein Lämpchen anmachst, sondern es ist eigentlich ein Erwachen. Ein Erwachen von der Illusion, wo uns unser Bewusstsein irgendwie suggeriert durch Gewohnheiten. Und die Gewohnheiten können in dem Leben definiert sein oder sie können auch einfach durch den
Grundprozess definiert sie. Mhm. Und der Grundprozess, also je mehr, dass ich mich mit dem auseinandergesetzt habe, ist klar, ist es für mich geworden, da gibt es eben noch die andere Ebene, die so nicht einfach zugänglich ist, ausser unsere mentale Wasseroberfläche ist klar und stabil. Und dann wird es durchsichtig, was da unten eigentlich läuft. Mhm. Also wenn du einen Teich hast, wo grosse Wellen drauf haben, aber wenn der mal ruhiger ist, dann siehst du die Qualität vom Wasser. Und was ist die Qualität vom Wasser? Es ist durchsichtig. Und was sehe ich dann, wenn ich auf dem Wasser drauf schaue? Sehe ich einerseits die Spiegelungen vom Wald, der drumherum ist, von dem Teich. Ich sehe aber auch in die Tiefe runter und sehe dort, was da eigentlich für der Schlamm drunter ist oder was da für Leben drunter ist. Das ist aber erst möglich, wenn das Bewusstsein klar und stabil ist und das Wasser ruhig ist. Und das ist, glaube ich, was ich nicht nur, ja, es ist sicher auch mit einem Glauben verbunden, aber es ist auch ein Erkennen durch eben den Prozess immer wieder gehen. Genau, wir sind ja ein bisschen dort hergekommen, jetzt, wo du in dem Institute for Dialectics warst, tibetischer Weg versus auch andere Meditationsformen. Ja. Und du hast dich aber sehr wohl gefühlt, gerade in diesem tibetischen Weg, mit diesen tibetischen Techniken, Methoden. Jein. Es hat eben wahnsinnig viel auch Überlagerungen gehabt von kulturellen Sachen. Mhm. Und zum Teil sind die kulturellen Sachen für mich schon etwas, wo ich auch immer wieder haben müssen hinterfragen. Und ich habe einmal ich habe die leider nicht mehr gefunden. Ich habe die letzte Mal gesucht, ich bin zu allen tibetischen Oberhäupter, sie hat ja verschiedene Linien gegangen und hat die eine Frage gestellt. Also es sind mehrere Fragen gewesen, aber eine, die ich immer wieder gestellt habe, ist, was am tibetischen Buddhismus ist Buddhismus und was ist kulturell? Mhm. Und es war sehr interessant gewesen, wie die zum Teil das haben nicht können beantworten. Weil die ältere Generation, die sind sich nicht so dieser ganzen kulturellen Qualität bewusst gewesen. Andere, ich würde fast sagen modernere, haben sich wirklich mit dem angefangen auch auseinandersetzen und sind in der Lage, das zu beantworten gewesen. Das ist aber jetzt vor 25 Jahren gewesen, als ich die Frage gestellt habe. Und dort kommt eben die andere Frage für mich, was ist denn eigentlich der Buddhismus als solches? Und als ich dann den Analayo kennengelernt habe und wir wirklich wie Brüder plötzlich ein Wechselspiel hatten, ist klar gewesen, dass da eben noch mehr läuft, dass da noch ganz andere Strömungen vorhanden sind, die eben vielleicht auch noch interessant wären. Und ich sehe mich eigentlich wirklich in der Tradition von der tibetischen Seite her als Rime. Und Rime heisst non-sectarian, also nicht sektiererisch. Ich habe sehr viel profitiert von dem Schulgang, dem Werdegang, wo sehr klar zurückgegangen ist auf den Tsongkhapa, wo so ein Reformator war innerhalb von der tibetischen Tradition im frühen 15. Jahrhundert. Aber mein Hauptlehrer war Nyingmapa. Und der hat wirklich, die Tradition geht sogar noch viel früher zurück. Und die haben einen anderen Stil gehabt. Und wie habe ich denn das können irgendwie verbinden? Das sind wirklich zwei konkret, ziemlich, ich würde sagen, innerhalb von der tibetischen Tradition sehr gegengesetzte Stil. Der eine Stil ist Studieren und dann Praxis. Und der Stil ist Praxis und dann Studieren. Mhm. Also zum Simpel machen. Das ist natürlich nicht so simplistisch, wie ich es jetzt da dargestellt habe, aber das sind ganz andere Ansätze. Und mich haben eigentlich beide fasziniert. Und darum habe ich das auch verbinden. Einerseits als Dolmetscher, muss ich es ja ein bisschen verstehen, andererseits aber eben auch als Praktizierender. Und für mich ist Praxis ein wichtiger Teil. Gerade weil ich auch aus dem Sport, aus der Anwendungsseite immer gekommen bin. Und die Frage ist bei mir immer gewesen, wie können wir das anwenden? Wie können wir das umsetzen? Wie kann ich das vermitteln? Und dann mit der Zeit bin ich dann auch mehr und mehr auch in das hineingerutscht, dass mich Leute gefragt haben, zum Unterweisungen zu geben, auch in Dharamsala. Einerseits aus der westlichen Seite, wo ja auch mehr und mehr Leute plötzlich aufgekommen sind, und auf der anderen Seite auch Tibeter, die angefangen haben zu fragen, ja, was ist denn das mit dieser Wissenschaft? Du bist doch da mit dem Dalai Lama in diesen Live-Konferenzen. Erzähl uns doch einmal ein bisschen etwas. Und dann habe ich das auf Tibetisch
machen, weil die haben kein Englisch geredet haben. Und so bin ich dann irgendwie in dieser, wie soll man sagen, dem Netz hinein von diesen verschiedenen Sachen. Also der Tibeter westliche Wissenschaft näher bringen und der Westler die buddhistische Wissenschaft näher bringen. Und für mich ist Buddhismus wirklich eine Wissenschaft. Und das deutsche Wort ist diesbezüglich extrem optimal. Das englische Wort Science ist da nicht so klar. Und wenn man es nicht wirklich auf die Wurzeln zurückverfolgt. Nämlich Scientia ist ja das Wissen. Mhm. Und unglücklicherweise ist in der westlichen anglosächsischen Sprachgebrauch ist das Wort sehr stark gebraucht worden, nur noch für die materiellen Wissenschaften. Also Physik, Das andere ist Chemie, Arts dann, oder? Wenn man studiert, ist es Arts, sind die anderen. Humanities. Oder Humanities, ja. Genau. Und im deutschen Sprachgebrauch ist es immer noch richtig, finde ich. Nämlich das, was Wissenschaft. Und es gibt die Geisteswissenschaften, die Naturwissenschaften, die sozialen Wissenschaften. Was schafft es? Wissen. Ah, okay. Und für mich ist darum eben auch Buddhismus eine Wissenschaft. Und gerade in dem Dialog mit den Naturwissenschaften, oder sagen wir auch Geisteswissenschaften, aber vor allem mit den Naturwissenschaften, gibt es ja den Zugang zu der Forschung aus der Perspektive Science of Meditation, also wo man dann irgendwie uns angekabelt hat und irgendwie da in die Labor rein, mit verschiedenen Experimenten untersucht hat. Was ist anders bei Langzeitmeditierenden? Und mittlerweile weiss man auch, dass die Veränderungen nicht nur einfach bei Langzeitmeditierenden, wie man könnte ja sagen, die sind schon von Anfang an komisch verkabelt, sondern es ist eine trainierbare Qualität. Aber mit den Langzeitpraktizierenden hat man relativ früh so die Peak können entdecken, wo passiert das. Also emotionelle Regulierung zum Beispiel oder die Gamma-Frequenz und all das, was sonst noch erforscht worden ist. Und das ist so die eine Seite, the Science of Meditation. Aber für mich ist eben Meditation as Science eben auch wichtig. Dass man eben über die Meditation, über das beabsichtigte vertraut machen mit dem mentalen Prozess und Kultivierung von positiven Eigenschaften eben auch kann entdecken, wie eigentlich der innere Prozess vom Geist läuft. Bei uns in der Wissenschaft ist natürlich das Prinzip von, es muss nachvollziehbar sein, ein Experiment muss können wiederholt werden. Ein extrem wichtiges. Das ist natürlich dann bei Meditation, wo so etwas Individuelles ist, wahrscheinlich schwierig, weil wir haben vorher schon darüber geredet, es ist nur schon schwierig, die Sachen in Sprache überhaupt zum Ausdruck zu bringen. Also schon einen riesigen individuellen Spielraum. Wie kann dann Meditation da Wissenschaft sein? Individuelle Unterschiede, ja. Also jeder hat eine gewisse Gebrauch von Sprache, gewisse Bildung und Bewusstsein in einer Grundverfassung, aber ist bei allen gleich. Und das ist gerade in die ganze Emotionsforschung, weiss man mehr und mehr, dass es halt gewisse Prozesse gibt, wo sagen jetzt das Stammhirnmäßig einfach reaktiv sind. Ja, das ist bei allen gleich. Ah, interessant. Was ist denn da anders? Ah, der Umgang mit dieser Reaktivität ist anders. Und der ist schulbar, der ist trainierbar. Und entsprechend kann man das eben auch nicht vielleicht standardisieren, aber man kann ein Resultat entdecken durch zum Beispiel die Reaktivität wird runtergefahren oder die Fähigkeit von innerem Wohlbefinden wird auch anders empfunden. Eine Forschung, die wir gemacht haben, beziehungsweise die uns gemacht worden ist, für mich ist noch eine wichtige Unterscheidung. Ich bin einerseits bei der Forschung als Versuchskaninchen dabei, auch gewesen und immer noch. Und auf der anderen Seite aber eben auch Formulierung von Forschungsarbeiten, die man könnte machen. Und das unterscheide ich sehr. Also einerseits bin ich dann als Versuchskaninchen, auf der anderen Seite und so als Versuchskaninchen hat man uns dann eben in die Anfangs 2004, 2004 hat man uns angefangen, in die Labors einladen, sowohl in Amerika wie auch in Europa. Und dort hat man zum Beispiel etwas probiert zu entdecken. Ist es fähig, dass jemand, der geschult ist in seiner Selbstbeobachtung, das auch kann reproduzieren als ein
beobachtbare Korrelation. Und zwar ist es darum gegangen, ich habe vorhin erwähnt, die ganze Gamma-Frequenz. Die Gamma-Frequenz erscheint bei lang Meditierenden oder Leuten, die geschult sind in dem Sinn, erscheint die eben auch im Wachzustand. Bei normalen Leuten, die nicht trainiert sind, erscheint das nur im Schlaf. Und das ist ein Signal, wo verschiedene Bereiche im Hirn in eine Schwingung hineinkommen, wo man das Gefühl meint oder das Verständnis ist, es findet eine Konsolidierung statt vom Erlernten. Und das findet nur im Schlaf statt. Aber man findet es eben auch, und das ist ein Teil, das ist ein Teil von der Erholung, die stattfindet eben im Schlaf, weil der ganze Müll, den man den ganzen Tag durch im Hirn oder im Geist aufnimmt, das muss irgendwie abgearbeitet werden. Ein wichtiger Teil vom Schlaf ist eben die Erholung einerseits, aber eben, dass das abgeschafft wird. Und das findet man aber auch bei Meditierenden, wenn sie im Wachzustand sind. Wenn sie eben und das aktiviert sich wirklich an dem Moment, wo du die Meditation anfängst. Und es geht darum, dort die Focused Attention und Open Awareness Art von Meditationen. Zwei verschiedene, aber relativ gut erforschte Meditationstechniken. Also bei der einen richtet man wirklich seine Aufmerksamkeit auf ein Objekt, irgendwo Körperstelle oder irgendetwas. Genau. Und bei der anderen nimmt man mehr das offenes Feld wahr und was passiert. Richtig, man ruht in dem Raum hinein, wo alles möglich erscheint. Und das sind zum Teil eine fortgeschrittenere Praxis. Und man hat dort eben festgestellt, dass die Person kann eigentlich selber belegen, wie tief das sie ist in der Meditation. Indem wir zum Beispiel mit einem Pfeil, jetzt bin ich tiefer, mehr auf den Pfeil gegen runter, und jetzt bin ich weniger tief in der Meditation. Also ich weiss, und die meditieren, wissen das ja auch. Ist was, eine Taste oder was? Ist eine Taste auf dem Keyboard, es ist eine Taste, wo man kann sagen, jetzt bin ich tiefer, jetzt bin ich weniger tief. Das sind die einzigen zwei Bewegungen, die man macht. Und dann hat man aber das angefangen zu korrelieren mit wirklich, wie viel Gamma-Frequenz vorhanden ist und weniger. Und das hat extrem gut korreliert. Also das ist etwas, wo das Verständnis von eigenem Beschreib und objektiv von außen beobachtbarem Phänomen, die Gamma-Frequenz, in ein neues Licht gerutscht hat. Also so geübte, praktizierende oder geübte Geistbeobachter in der Lage sind, ihre Geist wirklich genauer zu beobachten. Also das ist revolutionär gewesen, weil man vorher immer gemeint hat, ja, das ist irgendwie so ein bisschen, also das zur Beantwortung von deiner Frage, es ist offensichtlich etwas, was grundsätzlich vorhanden scheint. Jetzt eine Frage, die wirklich sehr mich persönlich interessiert. Hast du schon mal mit Herzfrequenzvariabilitätsmessungen während Meditation geschafft? Ja, das ist angewendet worden, aber ich weiss das Resultat nicht. Wir haben auch andere Experimente, wo wir jetzt gerade an der ETH sind, mit nicht nur Herzvariabilität, sondern auch das Potenzial von der Aktion, die mit der Atmung auch zusammenhängt. Also Atmung, Herzfrequenz und die Steuerung, die im Hirn passiert, das scheint offensichtlich sehr eng zu verkoppelt zu sein. Weil ich weiss nicht wie genau, dass die Sportuhren die Herzfrequenzvariabilität messen, aber sie haben Stressmesser drauf. Und was ich einfach schon gesehen habe, ist, dass bei mir in Retreats der Stress zum Teil grösser ist als beim Arbeiten. Ja. Das finde ich noch spannend. Du hast eben vorher die Entspannung und den Gamma-Zustand erwähnt und darum ist es mir irgendwie in den Sinn gekommen. Also meditiere ich falsch, wenn ich in einem Retreat eigentlich mehr Stress habe, als wenn wir jetzt da zum Beispiel einfach am Reden sind? Also ich bin nicht ein Spezialist auf HRVs, aber was ich weiss, ist, dass es Variabilität, je grösser die Variabilität ist, desto gesünder ist man. Also das Herz kann, und das kommt halt vom Sport, das Herz kann mehr auf die Stimulierungen, die von extern gegeben werden oder durch den Körper, kann reagieren. Und je müder das wir sind, desto weniger wird die Herzvariabilität vorhanden sein. Wie genau sind deine Stresssignale dann gewesen? Die haben einfach zugenommen durchs Retreat. Also wenn du sagst, es ist auch eine Erholungsgeschichte, könnte schon auch sein, dass Schlafmangel ist natürlich.
Kann auch sein, dass es ist, weil ich mich natürlich nicht mehr bewege. Also ich kann dann nicht jeden Tag rennen, oder? Also Ja. das macht dann auch etwas aus. Ja. Und kann auch sein, dass es durch halt doch lange im Halblotus oder so sitzen, körperlich zum Teil schon auch unangenehm wird. Mhm. Eben. Darum finde ich es wichtig, dass man, und das ist in der tibetischen Tradition viel mehr artikuliert. Nämlich, wie bringen wir den Körper online, wenn wir eben in so einer Phase sind von intensiven Praxis. Und in der tantrischen Tradition, beziehungsweise auf Englisch könnte man eben sagen, die Embodied Tradition, ist das extrem wichtig, dass man eben seinen Kanal, seine Zahn, der Lunge, der Wind, der sich in diesen Kanälen bewegt, wie auch die Tigles, die Droplets, dass man denen auch schaut. Und das wird in anderen Traditionen wird da recht geknüttelt. Oder? Das ist sicher für den Körper, kann das auch ein Stress sein. Auf der einen Seite, aber ich kann mir auch vorstellen, dass durch die intensive Praxis, dass man eben immer wieder nur auf dem mentalen sich befindet und wirklich die Atmung zum Beispiel nicht so berücksichtigt, dass das ein zusätzlicher Stress könnte sein. Und dann eben Schlafentzug oder weniger Schlaf. Bei mir passiert es immer, wenn ich ins Retreat hineingehe, so die ersten 10 Tage, würde ich sagen, oder Woche, sagen wir eine Woche, schlafe ich mehr. Ich muss einfach mehr schlafen. Wenn du kannst. Zum Teil kannst du ja nicht, wenn der Plan so ist, dass du einfach irgendwie nur 6 Stunden überkommst. Richtig. Und dann ist es wichtig, dass man eben diese Schlafzeiten dann auch kann nehmen oder Mittagsschlaf macht. Und die meisten sind dann so aufgewühlt oder aktiv, dass sie dann eben auch nicht Mittagsschlaf machen. So die ersten Wochen weiss ich von mir selber, mittlerweile nach doch ein paar Jahrzehnten, das zu üben, ich brauche mehr Schlaf. Und dann plötzlich, wenn das erfüllt ist, dann geht der Schlafgebrauch extrem zusammen. Und nicht mehr darauf an, was ich sonst noch mache. Aber wenn ich ein Retreat mache, dann ist es bei mir wirklich auch 10 Stunden sitzen. Und den Rest schaue ich, dass mir im Körper seine Zeit überkommt. Das ist lange eigentlich. Also, und dass der Körper seine Zeit bekommt, heisst, du machst noch Yoga zum Ausgleich? Zum oder Beispiel? Gehst du joggen oder Velofahren? Nein. Selbst schon nicht. Also, dass Konzentration bleibt, wirklich, dass du schaust schon, dass du nichts irgendwie machst, wo quasi die Zähne fest nach außen abziehen. Bei mir ist das Retreat ist wirklich nicht zum Haus. Ich rede auch nicht. Ich rede auch nicht mit meiner Frau. Wir haben unseren eigenen Rhythmus. Also es ist wirklich keine Interaktion whatsoever. Aber mein Körper muss ich schauen. Eben Yoga ist eine Sache, die ich mache. Oder Stretching zwischendrin. Oder eben, es gibt ja da auch Zalung-Praxis in der tibetischen Tradition, wo man wirklich seinen Körper schaut, durch Übungen, wo eben so ein bisschen ins Yoga reingeht. Beim Yoga gibt es ja auch verschiedene Arten von Yoga. Mehr so das Hatha-Yoga oder das Ashtanga-Yoga, das ich kenne. Und eben schauen, dass der Körper einfach genug Ernährung hat und genug Schlaf. Das ist für mich, das habe ich einfach gemerkt für mich. Aber da ist jede Person wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Und wenn du natürlich in einen Kurs gehst, dann stehst du halt an, oder? Ja. Gibt es halt das nicht. Ja. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf die Sportschiene kommen. Ja. Du hast Rudern wettkampfmässig gemacht, sehr, sehr erfolgreich. Nachher bist du ins Velofahren rein und hast so mehrtägige Rennen gefahren. Ich bin auch ein grosser Fan von Ausdauersport. Ich habe bis vor der Pandemie habe ich so Spartan Races gemacht. Das sind so Hindernisrennen, wo du nie genau gewusst hast, wie lang das sind. Also es hat einfach eine Kurzdistanz, eine Mitteldistanz und eine Langdistanz gegeben. Die Langdistanz ist 21 Kilometer, hat man gedacht, aber mein erster Rennen war dann 27 Kilometer gewesen. Und das ist genau das gewesen, was ich so cool gefunden habe, dass man eben nie so genau gewusst hat, was kommt, so mit dem umzugehen. Und jetzt, gerade kürzlich habe ich irgendwie Podcasts entdeckt, wo es ums Transcontinental Race gegangen ist. Das ist ein Velorennen, wo unsupported eigentlich durch ganz Europa durchfährst, irgendwie 4000 Kilometer. Du musst selber schauen, wie du zu die Messe kommst. Du hast nicht irgendwie ein Begleitfahrzeug oder dann ein neues Velo gibt und irgendetwas hättest. Und das ist so ein bisschen meine Frage. Ja, also, was für eine Rolle
spielt da quasi die geistige Vorbereitung versus die körperliche Vorbereitung? Wie gehst du also mehrtägige Geschichten an Sachen, die der Körper extrem fordert? Wahrscheinlich eigentlich über das aus, was man denkt, was vielleicht möglich ist. Ich bin ziemlich erstaunt gewesen, als ich so angefangen habe mit dem, sagen wir, ein bisschen extremeren Umgang mit Leistung über längere Zeit, wie der Körper eigentlich, wenn man ihm Rechnung trägt und auch wohlwollend ist mit dem Körper, was er eigentlich kann machen. Und ich bin früher eher jemand, der dann einfach durchgepusht hat. Und das hat sich eigentlich nie bewährt. Und das ist eben so auch, weil ich mich selber immer wieder gepusht habe. Und der Körper braucht eben auch Ruhe. Also etwas vom Wichtigsten überhaupt im Sport, aber vor allem in der Endurance-Sport-Umfeld ist es wichtig, eben genug Ruhe zu haben. Erholung. Aber die fahren 4000 Kilometer in 10 Tagen. Ja, also die schlafen dann zum Teil 2, 3, 4 Stunden gar nicht. Welches Alter? Ja, also ich habe einen Podcast mit einer Frau gelesen, die das Rennen gewonnen hat und sie steht 25, glaube ich. Aber meine, gerade bei den Endurance-Sportarten sind es ja häufig dann 30 plus. Also. Richtig. Und bei Frauen interessanterweise ist die Leistungsfähigkeit auf Endurance, je älter das sind, noch besser. Das ist eben auch ein faszinierendes Phänomen. Und für mich ist die Endurance wirklich auch eben, was läuft da oben. Und ich meine es nicht nur einfach, kann ich mich kognitiv auf das einstellen und kann ich das sezieren und das irgendwie auseinandernehmen, sondern auch, es hat eine emotionelle Qualität. Und die emotionelle Qualität ist für mich, in meinem Alter, ist es extrem stark verbunden mit der Dankbarkeit. Wie alt bist du? Ich weiss es gar nicht. 62. Ja. Und dass ich, eben gerade das letzte Jahr zum Beispiel, bin ich in dieser 7-tägigen Geschichte, das ist eine weltweite Sache gewesen, bin ich Dritter geworden in meiner Alterskategorie. Und jetzt gerade vorletzte Wochenende hatte ich einen Wettkampf gehabt, wo auch ich einfach immer in den Top-Leuten bin. Aber vom Körper her wäre es eigentlich nicht, ich bin schwer. Es ist meistens Klettern. Was ich einfach merke, ist, wie wichtig das ist, mit dieser Haltung dran anzugehen von Dankbarkeit. Ich kann das immer noch machen in meinem Alter und kann die Schönheit sehen und kann irgendwie das empfinden, kann mich bewegen, habe Freiheiten, irgendetwas. Und das ist meistens, wenn dann irgendwie so nach 4 Stunden hat dann irgendwie, oder schon beim ersten Berg denkst, was mache ich eigentlich da? Das ist doch eigentlich ein völliger Wahnsinn, oder es ist nicht nötig. Und dann schon fangen die internen Dialoge an. Das ist unvermeidbar. Und was mache ich dann? Und wenn ich dann dem nachgehe, und es geht nicht darum, einfach jetzt durchstieren, sondern die Qualität von, wow, ich kann das wahrnehmen, ich kann das empfinden, ich kann es immer noch machen. Ich habe jetzt gerade letzte Woche von 2 von meinen Freunden Todesfälle gehört und so weiter. Wow, ich kann es immer noch machen, ich bin immer noch auch dort. Also so die Motivation und Umsetzung ist für mich extrem wichtig. Und das ist wirklich auch, wenn ich gemerkt habe, wie du zum Beispiel gesagt hast, wenn man so die Langstreckensachen macht, wenn du irgendwie auf dem hängen bleibst, oh, jetzt muss ich noch, weiss nicht, machst einen 100 Kilometer Lauf. Und die meisten interessanterweise, die hören etwa bei 75 Kilometer auf. Warum? Weil die denken, und dann hat man angefangen zu forschen, ja, warum hören die auf? Oder? Weil die denken, noch 25, ja, das mache ich nicht mehr. Aber wenn ich sage, 3/4 habe ich. Ja, 3/4 habe ich. Jetzt geht es nur noch darum, den nächsten zu nehmen. Und dann den nächsten zu nehmen. Und dann, das ist ja ganz einander. Die es fertig machen, die denken das so. Und die meistens aufhören, denken, das ist ein Wahnsinn, was ich da mache. Also die mentale Konditionierung ist der Schlüssel, denke ich. Und es gibt so einen Sportler, bei den Velofahrern gibt es so 10% Legs, 90% Mind. Ja, also man sagt ja, ein Velofahrer muss extrem können leiden auch, oder? Also, wie gehst du denn mit dem um? Also, wie mehrtägige Rennen, da wird ja auch dir das Viertel wehtun nach ein paar Tagen wahrscheinlich, oder? Alles. Und der ganze Körper, ja.
Und wie gehst du denn mit dem um? Genau mit der gleichen Haltung. Wow, ich bin immer noch in der Lage, dort auf das Velo zu sitzen, am nächsten Morgen die Schönheit von der Landschaft. Ja, wenn es pisst, dann ist auch eine Herausforderung. Und dass ich aber in der Lage bin, das jetzt noch zu machen. Weil irgendwann ist es nicht mehr der Fall. Aber jetzt bin ich in der Lage, das zu machen. Jetzt kann ich mich... Und dann ist plötzlich der Schmerz eben, ja, es ist ein Zeichen vom Körper, er ist ermüdet, aber es ist dann nicht wirklich ein Leiden. Und ich glaube, dort sind wir oft auch, gerade was unser Verständnis ist, Schmerz heisst nicht Leiden. Und das haben wir zum Beispiel in der Forschung, wo wir als Versuchskaninchen in einem Labor waren, hat man das eben auch mal geschaut. Was ist eigentlich die Qualität vom Leiden beziehungsweise vom Schmerz? Und das könnte noch eine interessante Parallele sein. Man hat da unsere Manschetten aufgesetzt und die Manschette ist mit heißem Wasser, wird die strömt dort durch, das heiße Wasser, und zwar einerseits auf 36 Grad oder eben 51 Grad. 51 Grad weiss man, es gibt keine Schäden auf der Haut, das mag die Haut verheben, aber die ganzen Schmerzrezeptoren sind aktiviert. Und dann sitzen wir dort in dem Scanner rein und es ist ein MRI. Mit dem MRI schaut man, was sind die verschiedenen Veränderungen von der Aktivität im gesamten Hirn rein. Es ist dann nicht nur auf der Peripherie von der Elektroenzephalogramm-Ebene, sondern wirklich, wo verändert sich etwas. Und mit dem tut man dann rückschliessen, dass eben die Aktivität zum Beispiel von der Insula ist. Und die Insula ist so eine Schaltstelle, wo man einerseits Körperempfindung... Also im Hirn? Im Hirn, ja, danke. Wir haben zwei, die ziemlich in der Mitte angelegt ist. Es ist so eine Schaltstelle zwischen bewusstem Erleben, aber eben auch von der somatosensorischen Wahrnehmung, also vom Körperwahrnehmung und eben auch die Emotion. Es ist also wirklich an einer Schaltstelle von diesen verschiedenen Bereichen. Und du kommst jetzt ein Signal über. In 40 Sekunden geht das Experiment los. Und du weißt aber nicht, ob jetzt warm, eben 37 Grad, oder eben heiß, wo dann wehtut, 51 Grad passiert. Und man schaut das und dann irgendwie nach 40 Sekunden geht es wirklich, wird es wärmer. Und dann ab und zu wird es nach 10 Sekunden warm, wird es heiß und ab und zu wird es nicht heiß. Und dann beobachten, und das ist ein Durchgang, den du irgendwie, ich weiss nicht, eine halbe Stunde lang machst. Und bei den einen Leuten, die eben nicht geschult sind, die nicht Meditierende sind, denen ihre Erregungsstufe ist schon bei der Ankündigung geht das rauf. Die Erregung von der Insula, also die Aktivität von der Insula. Jetzt kommt es dann. Und ich weiss ja nicht einmal, ob es jetzt wieder Schmerz wird sein und jetzt nochmal ein Schmerz oder wird es kein Schmerz oder all dieser Prozess fängt an. Und den kann man eben schön beobachten durch die Aktivität von der Insula. Und ab und zu gibt es Schmerz und ab und zu gibt es aber eben keinen Schmerz. Und interessanterweise ist die Erregung sowohl bei Schmerz und auch bei ohne Schmerz gleich hoch. Und nachher, wenn der Schmerz aufhört, schaut man eben auch, wie lange geht es, bis sich die Erregung wieder runterfährt. Und wenn es eben nicht geschult ist, dann geht das extrem lang. Und bei Meditierenden, interessanterweise, nimmt die Aktivität ab von der Insula. Und sie setzt erst wieder ein, wenn der Schmerz vorhanden ist. Dann wird es extrem akut, aber es erholt sich auch wieder sofort. Kommt wieder auf Baseline zurück. Und wenn eben kein Schmerz vorhanden ist, sondern nur warm, dann gibt es keine Aktivität. Also allein die psychologische Wahrnehmung von, es könnte Schmerz sein, oder ich weiss jetzt nicht, was auf mich passiert, das langt schon für die Erregung, und nachher eben auch etwas braucht, um wieder oben runterzufahren. Und wenn man das eben geschult hat, wenn wir mit dem können beweisen, wenn das geschult ist, dann fängt die Erregung eben erst an, wenn sie wirklich vorhanden ist, wenn es auch nötig ist, und vorher ist es irrelevant. Und durch das ist auch die Erholungsphase viel besser.
Und wie schult man jetzt so etwas? Also im Hinblick auf Sport, oder ist ja auch sonst im Leben wahrscheinlich nützlich. Also ganz normale, also gut, das klingt jetzt so ganz normale Meditation, oder ist es für Sport dann, also macht man das beim Sport oder vor dem Sport, oder? Also jetzt sportbezogen würde ich es jetzt nicht nur beim Sport beziehen wollen, sondern es ist eigentlich ein Training von deinem, oder eben eine Schulung von deinem eigenen Wahrnehmen. Und können differenzieren. Und ich meine, nur schon, was man heutzutage als Achtsamkeit nennt, aber einfach fokussieren zum Beispiel. Die Fähigkeit können fokussieren, und in der Meditation machen wir ja das die ganze Zeit. Wir nehmen das Objekt und an dem Objekt, sei jetzt das ein externer Punkt, wie eine Blüte, eine Blume oder ein Punkt am Boden oder irgendetwas, wo unsere Aufmerksamkeit verankert ist. Das kann man aber auch mit der Atmung machen oder mit der Körperwahrnehmung. Das ist alles ein bisschen verschieden gelagert, aber die Hauptfunktion ist unser Bewusstsein und unsere Aufmerksamkeit verankern auf etwas. Und das als unsere Referenz wählen. Und wenn wir natürlich abgelenkt werden, was machen wir? Meistens gehen wir mit dieser Ablenkung mit und vergessen uns und verlieren uns irgendwo in der Peripherie. Zu realisieren, dass das passiert, dass wir abgelenkt sind und dann uns wieder zurückführen. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder. Weil das ist mein Objekt, mein Referenzpunkt. Das ist relativ die einfache Ebene. Auf die kann ich mich dann auch immer wieder zurückbeziehen, sodass meine Aufmerksamkeit anfängt zu lernen, einerseits dort zu bleiben, aber gleichzeitig auch lernt, dass wenn ich abgelenkt bin und ich eben nicht mehr an dem Punkt bin, dass ich mich dann wieder zurücknehmen kann. Ich bin jetzt nicht mehr an dem Punkt, ich bringe mich wieder zurück. Ich bin jetzt nicht mehr an meinem Referenzpunkt, ich bringe mich zurück. Das ist jetzt ein konkreter Referenzpunkt. Man könnte aber auch etwas anderes als Referenzpunkt. Zum Beispiel Dankbarkeit oder Wohlwollen oder Gelassenheit. Jetzt bin ich wieder abgedriftet von zum Beispiel Wohlwollen oder Mitgefühl. Jetzt bringe ich mich wieder zurück. Und beim Sport würdest du jetzt zum Beispiel sagen, eben wenn du in einem extremen Rennen bist, es ist hart und der Körper tut weh, ja. Dann bringst du dich wieder zum Beispiel auf Dankbarkeit zurück, dass du ja noch fährst. Ja, genau. Aber das musst du vorher üben. Das kannst du nicht dann nur im Wettkampf üben. Und natürlich ist es dann im Wettkampf oder wenn du erschöpft bist oder irgendwie der Zucker runtergeht, oder das musst du natürlich auch auf dem Radar haben. Trinke ich genug? Habe ich meinen Elektrolythaushalt okay? Habe ich genug Zucker? Und das musst du dann können einteilen. Jetzt bin ich weiß nicht, 140 Kilometer gemacht und jetzt muss ich nochmal 40 und ich weiss, ich habe noch 1500 Höhenmeter vor mir. Ja, habe ich mich vorher vorausgegabt und bin jetzt schon ausgebrannt oder bin ich vorher schon in der Lage gewesen? Aber was mache ich jetzt, wenn ich jetzt so weit bin? Und das Reinbringen von dieser anderen mentalen Qualität, oder? Weil der interne Dialog, der ist viel stärker. Von Scheiße, gefällt mir nicht, will ich nicht, ist es eine Bedrohung, die sind viel packender, das weiss man, das sogenannte negative Bedrohungsszenarien, die sind viel attraktiver für unser Bewusstsein. Wenn ich gelernt habe und geschult habe, das ist ein Dialog, das ist ein Blabla von meinem eigenen Geist. Das könnte okay sein, ist jetzt aber nicht relevant. Und was wir meistens eben machen, und das ist, so wenn ich auch mit eben Leuten arbeite, wenn ich in einer Arbeitskonstellation bin oder mit Teams, es gibt 3 Standardreaktionen. Und ich nenne es eben Reaktionen. Das eine ist, ich unterdrücke es. Das zweite ist, ich gehe voll drauf ab. Und das dritte ist, ich ignoriere es. Und die 3 sind Reaktionsmechanismen, die sehr stammhirn orientiert sind, Fight, Flight and Freeze, und Faint or Flock, wo man kann abbilden auf eben unsere Reaktivität. Dass es aber noch andere Bereiche gibt, wie ich könnte auf das antworten, das wird ausblendet. Weil das ist dermaßen stark, auch von unserer biologischen Konditionierung und von wie wir
entwickelt worden sind und uns auch weiterentwickelt haben. Darum ist Angst oder Bedrohung so eine starke Reaktion. Und was aktiviert es? Die ganze emotionelle Ebene. Und meistens sind wir dann eben nicht mehr in der Lage, klar zu denken. Oder der Körper ist einfach in einer Verspannung. Und die anderen Reaktionsmöglichkeiten wären zum Beispiel einfach das beobachten und mal nicht bewerten? Das wäre eine Antwort. Das wäre schon eine Antwort. Das wäre auch eine Reaktion. Aber nicht, das wäre nicht unterdrückt, das wäre nicht... das wäre keine von diesen drei, die du jetzt gesagt hast. Ich unterscheide sehr stark auf der Reaktionsebene. Ja. Das ist etwas, was wir nicht kontrollieren können. Also dort passiert einfach eine von diesen drei? Pum. Das kommt auf. Es ist ein altes Muster, es ist ein gutes eingespieltes Muster, es ist ein Muster, das auch sehr stark trainiert ist durch unser Grosswerden, unser Sozialisieren, unser Engagement mit unserer Umwelt, unsere Traumas und all der ganze Erfahrungsbereich, der dort drin steckt. Das ist eine Reaktion. Und dann erkennen wir, dass wir am Reagieren sind, dass wir abgelenkt sind, dass wir eben weg sind von unserem Referenzpunkt oder unsere Referenzqualität vom Bewusstsein. Und dann, ja, okay, was kann ich jetzt machen? Und das ist dann die Frage, eben, wie kann ich nicht reagieren, sondern wie kann ich antworten? Und Antworten, dort sind unsere Freiheiten drin. Und das ist das, was uns am meisten eigentlich anzieht. Eben können frei entscheiden. Natürlich ist es nicht immer die Freiheit, die wir uns wünschen oder erhoffen. Und dann sind wir schon eben wieder in dem ganzen Mechanismus von Angst oder Hoffnung. Und das ist ein Mechanismus, das ist ein Automatismus. Das sind eigentlich beides Sachen. Das eine ist eine Aversion und das andere ist quasi ein Verlangen und auch eine Aversion gegen etwas anderes, oder? Genau. Auf der anderen Seite wenn wir geschult sind, können wir auch antworten. Oh, okay, das ist es, was passiert ist. Oder das ist das, was am Passieren ist. Und diese Schulung, das braucht Zeit, das braucht Training, sodass die Entkopplung einfacher ist. Und das ist das, was wir auch in der therapeutischen Anwendung von diesen verschiedenen Techniken, die jetzt auch sehr stark vorhanden sind, in der therapeutischen Umgebung, um eben entkoppeln. Das heisst nicht, dass man das ignoriert oder unterdrückt oder eben voll drauf abgeht, sondern merkt, das ist, was jetzt am Passieren ist. Ich akzeptiere, dass das jetzt in mir rein passiert, dass ich eine Aversion auf die Person habe oder dass ich da irgendwie eine Anhaftung habe, weil ich es ja okay. Und das ist der Raum wieder. Dann kommen wir wieder zurück auf den Raum, wo ich kann sagen, okay, da könnte ich jetzt anders antworten auf die Reaktion. Und dort öffnet sich dann, ich kann das wohlwollend beantworten, ich kann das mit klarer Abgrenzung. Und das ist etwas, was ich wirklich Dalai Lama zu verdanken habe, ist die Klarheit, dass eigentlich Abgrenzung auch okay ist. Grenzen setzen. Er hat mir das mehrmals vorgezeigt mit anderen Leuten, zum Beispiel in Interviews, wo so wohlwollend und Mitgefühl basiert, dass er ist. Ihm ist es auch ganz klar gewesen, wenn es genug ist. Wenn eben der Respekt zum Beispiel nicht mehr vorhanden ist. Oder es wird übergriffig. Oder es wird in einer Form, die in dem Umfeld nicht okay ist. Also klare Grenzen setzen. Und es ist okay. Das ist eigentlich die wohlwollendste Handlung, die wir machen können, der anderen Person gegenüber. Dass die nicht weiter in dem Muster in sich verheddert. Zum Beispiel. Und da kann ich dann wirklich frei entscheiden. Wollte ich das machen oder wollte ich das nicht machen? Gilt das auch für, wenn du sportlich bist, dann hast du sicher auch mal Verletzungen gehabt. Also es ist wahrscheinlich nicht immer so gelaufen, wie du hast wollen. Ja, klar. Und das stoppt ja dann zum Teil wirklich. Ja. Und dann kommt ja irgendwie auch Resilienz zum Zug. Wie gehst du mit dem um? Sind das die gleichen Prozesse oder ähnliche Prozesse, wo man dort dran angeht, geistig? Ja, sicher. Resilienz ist eigentlich die Fähigkeit, in der Situation, die sich stattfindet, das Beste daraus zu machen. Das ist Resilienz. Also, wir haben ja jetzt das festgestellt mit dieser ganzen Pandemie. Viele sind wirklich an den Anschlag angekommen oder sind in die Wut hineingekommen oder sind in Ärger hineingerutscht. Oder das ist, für mich sind das alles Zeichen, wo nicht wirklich eine Resilienz vorhanden ist. Weil
es ist eine Reaktivität. Und die findet automatisch statt. Mhm. Es geht nicht darum, die zu unterdrücken oder eben zu ignorieren. Nur was mache ich daraus? Gehe ich jetzt zum Beispiel in ein anderes Verhalten hinein, wo meinem Gegenüber, meiner eigenen Empfindung, in meinem Wohlwollen mir selber gegenüber oder anderen gegenüber besser tut. Und das ist eine kulturelle Brücke, die wir haben müssen schaffen, weil im tibetischen Verständnis das Self-Compassion zum Beispiel ist, was soll das, oder? Wir sind doch sowieso die ganze Zeit mit uns selber beschäftigt. Und das ist die kulturelle Brücke, die dort man muss schaffen, weil ich mag mich erinnern, wo wir am Dalai Lama haben müssen beschreiben, wie hart wir mit uns selber ins Gericht hineingehen, wie die innere Stimme von ich bin nicht genug gut, ich bin nicht wert, dass man mich gern hat, das ist für ihn unvorstellbar gewesen. Mhm. Und eben dann ist die Diskussion auch in das hineingerutscht, wo es darum gegangen ist, Selbstmord. Oder? Dass man sich so stark kann hassen kann, dass man sich das Leben nimmt. Und ich meine jetzt nicht mit einer terminalen Krankheit im Sinn von, okay, ja jetzt, ich weiss nicht, ein fortgeschrittener Zustand von MS oder ALS, sondern einfach, mir reicht's. Und er hat dann eine wahnsinnige klare Frage gestellt, die mir wirklich wie ein Aha-Effekt war. Er hat dann gefragt, ja, was ist denn die Person, kurz bevor sie den Selbstmord macht, vor einen Zug rührt oder sich erhängt, was ist es, was die Person eigentlich will in dem Zustand? Frei sein vom Leiden. Drum. Das heisst doch grundsätzlich, dass der Wunsch, frei sein von Leiden, in einem innen tief verankert ist. Das ist eine Qualität vom Bewusstsein. Nur oftmals sind wir eben so stark verblendet, dass das die einzige Art und Weise ist, von dem wegzukommen. Weil es ist so stark eingespielt, der Mechanismus, der Automatismus. Und dann ist die Diskussion losgegangen, ja, wie können wir die Automatismen wieder auflösen? Und das ist das, wo grundsätzlich ist auch eine Person, die sich das Leben nimmt, in der Intention oder mit der Motivation unterwegs, frei sein vom Leiden. Und das ist auch mit meinen, ich sage jetzt meine Junkies am Blattspitz genau die gleiche Situation gewesen, oder auch mit Leuten, die, das ist ja die illegale Seite gewesen, ich habe ja auch die legale Seite gesehen mit Schlaftabletten, Anxiolytika, Antidepressiva und so weiter, wo genau das gleiche Bedürfnis ist. Und darum, das ist eine Grundbeschaffenheit von unserem Bewusstsein. Oder vom bewussten Erleben. Dass natürlich Sachen passieren, die leidensvermehrend sind oder eben zu mehr Leiden führt, das ist auch offensichtlich. Was gibt es da für Strategien? Und ich glaube, die Vermischung zwischen der buddhistischen Artikulierung und Klarheit, um was es wirklich geht, im Zusammenhang mit unseren westlichen, kulturell bedingten Umfelder, das muss man berücksichtigen. Mhm. Man kann nicht 1:1 übersetzen. Und dann, wo es darum gegangen ist, eben das Self-Compassion, dort setzt das eben an. Aha, ich bin ein Wesen, das frei sein von Leiden. Was kann ich dem Leiden gegenüber geben, dass das Leiden nicht vermehrt? Und das ist eben nicht der Narzissmus, sondern es ist wirklich ein Wohlwollen dir selber gegenüber. Und nicht einfach durchsetzen. Mhm. Wir sind jetzt vom Sport in die Resilienz gekommen und wenn wir jetzt ein bisschen weiter in die Welt rausschauen, oder? Und sieht, es sind sehr viele, sehr grosse Herausforderungen da im Moment. Du hast vorhin eine Pandemie erwähnt, die sich sehr kristallisiert hat. Mhm. Aber es hat ja noch ganz einen Haufen andere Sachen, wo im Moment da sind. Also müssten wir jetzt alle anfangen meditieren und so unseren Geist schulen? Ist das eine realistische Aussicht? Oder, ja, wie siehst du das? Ich könnte dir zwei verschiedene Antworten geben. Ich glaube, es wäre wirklich das Beste, wenn Menschen mehr Zeit würden verbringen mit dieser inneren Auseinandersetzung.
Und eine Methodik davon ist natürlich Meditation. Sich das beabsichtigte vertraut machen mit deinen eigenen mentalen Prozess und Kultivierung von positiven Eigenschaften. Das ist die eine Seite. Aber natürlich sind wir auch eingebettet in eine Kultur, in ein System, wo einerseits Menschen drin leben, wo auch verschiedene Ansprüche und wie soll man sagen, verschiedene Perspektiven, Intentionen zusammenbringen. Und eine der signifikantesten Neuentwicklungen, die wir im Westen haben, oder weltweit, ist die Einsamkeit. Das ist aber nicht mit einer Meditation zu lösen, sondern das braucht eine systemische Veränderung. Dass man anfängt, eben nicht die Zwei-Parteien-System oder das der ist so und der ist so, sondern dass man wirklich den Dialog, den Austausch auch mit Andersdenkenden kann machen. Das wäre sicher viel fruchtbarer Ansatz als einfach meditieren. Mhm. Und das braucht systemische einerseits Veränderungen, braucht aber auch Erkenntnis, wie wichtig das ist. Und eine von der Fragen, die ich immer wieder höre, ja, warum sind denn die Bettler so zufrieden und freudig gewesen? Oder die Beter, auch wenn sie in einem zerrütteten Umfeld sind. Und wir im Westen sind so einsam und isoliert und depressiv, oder Kinder, wo mehr und mehr Jugendliche auch in einer von der IV müssen unterstützt werden. Das ist, weil die Zugehörigkeit nicht mehr so empfunden wird. Es ist immer ich und die anderen. Oder die anderen und ich. Und das ist bei den Bettlerinnen ist das eben nicht der Fall. Die haben eine Gemeinschaft gehabt. Die Gemeinschaft ist ihr Netzwerk gewesen. Weil der Bettler, den wir gesehen haben, oder den du auf der Gasse siehst, der ist der Geldverdiener für ein ganzes System im Hintergrund, wo sie dazugehören. Sie sind Geldverdiener, weil ja, sie sind in einem Zustand von erschüttertem körperlichem Dasein. Aber sie gehören zu einer Gemeinschaft. Sie sind Teil von einer Gemeinschaft. Sie bringen das Geld. Und am Abend, das sieht natürlich niemand, kommen die alle zurück, oder, mit ihren Kübeli, ohne Hände oder ohne Beine. Und sie bringen alles Geld mit rein und sie leeren buchstäblich das Körbli aus. Und dann wird das Geld gebraucht für das Essen beschaffen. Und der das Essen beschafft, der hat die Krankheit nicht. Und die Kinder, die dort denen schauen, die betreuen die auch. Die füttern sie zum Teil auch. Also es ist wirklich das Gefüge von einer Gemeinschaft, die sie trägt. Und sie sind Teil von dem, sie wissen es und sie gehören dazu. Sie sind nicht ausgeschieden. Das ist der grosse Unterschied. Wo wir in einem kulturellen Umfeld, und in Amerika ist das noch viel erschütternder, es geht ja nur letztendlich um mich und meine Familie und dann jemand an, hört's. Also die Angst, die 4 Jahre, als ich in Amerika gewohnt habe, ist das für mich so das fast das Erschütterndste gewesen. Und ich gemerkt habe, wie viel Angst die haben. Die sind alle in einem Zustand von Paranoia. Und das zeigt sich in der Angst, ich könnte morgen keinen Job mehr haben. Und wenn ich keinen Job mehr habe, habe ich auch keine Versicherung mehr. Und ich bin von Paycheck to Paycheck für mein Mortgage. Da könnte ich auch rausgespickt werden. Und wir sind gerade so zu der Zeit, wo der ganze Subprime-Crisis war, wo wirklich die Leute auch rausgespickt worden sind von ihren Häusern. Und die Häuser stehen leer und die sind am Zelten irgendwo vor Denver. Und so die Angst, oder könnte aber auch sein, dass der Nachbar mit der Knarre und der Autofahrer, also so der Zustand von dieser Angst, von der Isolation und eben nicht mehr das Gefüge, das ist für mich, was mir von der Gesellschaftsseite her zum Beispiel. Und natürlich sind die Bedrohungen, die Ängste, die auch vorhanden sind, zum Beispiel das Klimawandel oder die Polarisierung, die wir in den Gesellschaften haben, der Flüchtlingsstrom, das sind alles Faktoren, die mehr Angst in uns auslösen. Und wie gehen wir mit dem um? Es braucht eben auch die externe Unterstützung. Also Gemeinschaften bilden, um diese Sachen. Ja, Sangha. Mhm.
Das ist Sangha. Aber ich denke auch, Sangha im Sinne nicht nur natürlich von der buddhistischen spirituellen Seite her, sondern auch Sangha in Bezug auf, wo gehöre ich dazu, wo sind meine Freunde, was sind die verschiedensten Netzwerke, wo ich könnte bilden, wo ich mich auch kann. Und darum findet auch die Polarisierung so stark statt, weil man sucht sich ja das. Wir sind soziale Wesen. Also wo ich auch dazugehören. Und am besten zu denen, die eben gleich denken wie ich. Und das ist nicht immer nur wohlfördernd. Mit Blick auf die Uhr, mit Blick auf mein Mindmap, wo ich noch Themenbereiche habe, also wir könnten locker ein Sequel machen, ein zweites Gespräch, aber ich weiss, du hast nachher auch wieder Termin, darum vielleicht, wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich wissen, interessiert sind, mehr über dich zu erfahren, wo findet man Infos zu dir und wo kann man dich vielleicht auch sogar live oder auch online erleben? Also natürlich kann man mich auf dem Internet finden. Ich habe eine Webseite, diegohangartner.com. Dort tue ich auch meine, sagen wir, öffentlichen Präsenzen, Vorträge aufschalten. Ich unterweise in verschiedensten Umfeldern, sowohl in der Schweiz wie auch im Ausland. Auch kann man mich natürlich kontaktieren über die E-Mail-Adresse. Ich habe aber viele Sachen, die eben nicht öffentlich zugänglich sind, auch wenn ich zum Beispiel mit Unternehmen arbeite oder mit Führungskräften oder mit Leuten, die in einer schwierigen Lebensphase drin sind, da kann man mich wirklich auch persönlich kontaktieren. Online ist im Moment nicht so geplant, weil ich gemerkt habe, die Leute haben eine Erschöpfung. Sie sind eigentlich Zoom-Erschöpfung ist vorhanden, aber das ist auch möglich. Ich unterweise zum Beispiel im Felsentor oder kennen das in der Schweiz zumindest oder im Landgut Triet oder im Center for Mindfulness oder wo ich halt immer auch eingeladen werde. Und mein Vorteil ist auch, dass ich auf Französisch zum Teil unterweise oder Englisch, Deutsch, Spanisch. Also man kann mich da auf verschiedensten Ebenen finden. Diego, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für das sehr, sehr spannende Gespräch. Danke vielmals auch fürs Anfragen und es hat mir auch Freude gemacht, mit dir das zu teilen. Und eben, wie du sagst, es gibt natürlich noch viel mehr. Und mal schauen, was sich da ergibt. Ich bin immer offen. Danke vielmals für die Anfrage. Danke vielmals. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast mit mir, Lukas Wittmer. Ich freue mich über Inputs und Rückmeldungen. Die Kontaktmöglichkeiten dazu findest du auf www.meditationsszene.ch. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Interesse. Ich wünsche dir eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.